jetzt Masken geklappt. Guten Morgen zusammen. Es ist nicht ein Privileg, dass wir hier in Freiheit anbeten können. Ich finde es so wertvoll, dass Sabrina am Anfang uns diese Dinge mitgeteilt hat und uns reinnimmt in einer verständlichen, authentischen Art und Weise über Dinge, die auf diesem Planeten passieren. Und wir sind keine Zuschauer. Was Sabrina eben auch gesagt hat, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Wir sind ein Leib. Aber ich fand es so ermutigend, Sabrina, diese Perspektive, das ist eine Möglichkeit, dass Gott seine Liebe und Gnade in Afghanistan auf eine ganz neue Art und Weise zeigt. Und deshalb wollen wir weiterhin auch für dieses Land beten, dass es nicht nur Blutvergießen und Grausamkeiten gibt, sondern dass es eine Zeit ist, wo Gott sich zeigt als Retter. Wir haben in diesem ersten Lied auch gesungen, er ist die Hoffnung der Nation. Er ist auch die Hoffnung für die Schweiz, ist auch die Hoffnung für Deutschland. Es ist nicht so, dass wir hier in Mitteleuropa, wo wir alles so gut im Griff haben und alles Lösungen haben von 95% der Probleme, dass wir Gott nicht bräuchten. Wir brauchen Gott auch. Glaubt ihr das? Okay, wir haben mit dieser Predigtreihe angefangen, Gottes Geschichte in Ephesus. Habt wahrscheinlich schon gemerkt, wie es hier aussieht heute. Ne? Es war kein Unfall, es sind hier nicht irgendwo die Teile abgefallen, sondern das bewusste Dekoration kommt rein in Geschichte. Wir nehmen euch mit in die Geschichte von Ephesus und der Micha hat letzten Sonntag angefangen und ich finde, er hat es so ausdrucksstark gemacht. Ich denke auch in ein paar Monaten, wenn wir noch überlegen, was war in Ephesus, wir sehen noch die Bilder vor uns, wir hören ihn noch, wie er erzählt hat. Das war echt toll. Der Brina wird nächste Teil machen. Und heute geht es darum, Gottes Geschichte in Ephesus, zweiter Akt, solides Fundament. Wir haben die erste Folie einfach als Hintergrund. Ne? Solides Fundament. Wenn auf dieser Art ein Haus gebaut wird, ist es so wichtig, dass das Fundament stimmt. Je nachdem, wie das Fundament ist, kann die Größe des Hauses bestimmt werden. Wir haben eine Garage gemacht vor ein paar Jahren, da hat so ein Streifenfundament gereicht. Für unser Haus haben wir ein großes Fundament gebraucht. Das heißt, das Fundament ist so entscheidend, was aus dem Gebäude werden kann. Und es ist ein Bild, was in der Bibel benutzt ist, um über die Entwicklung unseres Lebens mit Gott und persönlich, menschlich irgendwie mit uns zu kommunizieren, uns Wege zu zeigen. Warum haben wir diese Serie ausgewählt, Ephesus? Kennt ihr eine Gemeinde, von der in der Bibel gesprochen wird, die mehr Leuchtkraft hat als die in Ephesus? So viele Historiker sagen, das war das wahrscheinlich Paulus auf dem Höhepunkt seines Wirkens. Eine Gemeinde, letzten Sonntag von Micha präsentiert hier, an einem Ort mit 250.000, 300.000 Einwohnern, die drittgrößte Stadt, an den wichtigsten Handelswegen des Römischen Reiches. Und da war der Götzendienst, da war viel dämonisches Zeug los. Da war eine Kombination von Götzendienst und Prostitution. Da war eine Vermischung von dämonischen Aktivitäten, Artemis und Wirtschaft. Das heißt, da war wirklich eine Festung da, wo man gedacht hat, wenn nicht Paulus wäre, um die Stadt würde ich einen Bogen rummachen. Aber wir lesen aus Epheser 3. Wir benutzen jetzt zum Teil den Brief, den Paulus in die Epheser geschrieben hat, um manches besser zu verstehen, tiefer zu durchleuchten. Ganz kurz, Paulus war in Ephesus, vermutet man, zwischen 52 und 55 zu der Zeit. Ne? Dritte Missionsreise. Ungefähr zwischen, sagen wir, 63 hat er einen Brief geschrieben, als er im Gefängnis war. Gott hat ihm eine Auszeit verordnet. Paulus, das war so wichtig, was du gemacht hast. Jetzt schreib mal auf und schreib an die Leute, dass auch die Leute später am Kreuzpunkt noch wissen, was wichtig ist und was wirklich die entscheidenden Faktoren für Gemeindebau sind. Also Paulus saß im Gefängnis und hat aufgeschrieben, aus Kapitel 3, Verse 9 und 10. Paulus hat gesagt, ihr Lieben von Ephesus vorher, es ist mein Auftrag, allen Menschen, wo sind alle Menschen? Auch hier in der Schweiz, die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird. Denn Gott, der Schöpfer des Universums,
so stark, so mächtig, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Wow, das ist Gottes Herzschlag. Und das ist einer der Gründe, warum Paulus wahrscheinlich gesagt hat, jetzt gehe ich nach Ephesus, jetzt gehe ich in dieses Bollwerk von Gottverschlossenheit, weil Gottes Herzschlag, er hat es mir offenbart, ich habe das Herz von Gott verstanden. Es geht nicht darum, dass wir neue Religionen gründen, sondern es geht darum, dass Gott gesagt hat, ich bin so gut, ich habe meinen Sohn geopfert, ich habe das Beste gegeben und weil ich das Beste gegeben habe, soll es in dieser dekadenten Stadt von Menschen spürbar, sichtbar, erlebbar werden. Und so ging Paulus hin. Ne? Doch jetzt, wann ist dieses Jetzt? Wir leben seit 2000 Jahren in diesem göttlichen Jetzt. Was bestimmt die Weltgeschichte jetzt? Wirtschaftliche Themen, gesundheitliche Probleme, all diese Themen, die wissen wir. Aber das ist so das Augenscheinliche, was nicht die Dynamik dieser Geschichte ausmacht, die von Gott gesetzt ist. Kurz mal durchschnaufen. Die Weltgeschichte, die Dynamik, dieses göttliche Jetzt, Gott ist unterwegs. Gott ist in Afghanistan unterwegs, Gott ist in der Schweiz unterwegs, Gott ist unter den Nationen unterwegs. Und was ist Gottes Herzschlag? Was ist Gottes Passion? Die Mächte und die Gewalten, Mächte, Einflüsse, dämonische Mächte, strukturelle Mächte, Kontrollsysteme. Gott sagt, ich bin größer. Nichts kann mich bremsen. Nichts kann mich stoppen. Ich habe vor 2000 Jahren meinen Sohn geopfert. Das war teuer, das war schmerzhaft für ihn und ich habe mitgelitten. Und deshalb will ich dieser Erde zeigen, diese Erde ist mir nicht gleichgültig. Jetzt, dieses ewige, dieses Jetzt von Tod, Auferstehung, Pfingsten, bis Jesus wiederkommt, dieses Jetzt, sollen die Mächte und die Gewalten in der unsichtbaren Welt durch gute Programme die Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Habt ihr eine bessere Übersetzung? Durch wen sollen die Mächte, für Mächte können wir auch sagen, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Explizit steht unsichtbare Welt, aber die sichtbare einbeschlossen. Durch wen sollen diese Mächte das erkennen? Durch die Gemeinde. Wer ist die Gemeinde? Sind wir alle. Wenn du in deinem Herzen eine Entscheidung gefällt hast, ich glaube an Jesus, er ist für mich gestorben, ich gebe mein Leben ihm, ich folge ihm nach, dann gehörst du zu der Gemeinde. Ob du formales Mitglied bist oder nicht. Dann bist du von Gott hineingepflanzt, ein Organismus, der auf dieser Erde ist. Und Gott sagt, mit diesem Organismus will ich zeigen, dass ich gut und dass ich stark bin. Und es gibt kein größeres Ziel auf dieser Erde, für das sich lohnt zu leben. Oder hast du ein höheres Ziel? Dann sag es mir, wird mich auch interessieren. So was dieses Jetzt von Paulus hier offenbart ist, dass jetzt auf dieser Erde für die menschlichen Augen nicht sichtbar, aber für die geistlichen Augen, Paulus betet in Kapitel 1, Gott öffne die Augen ihrer Herzen, dass sie sehen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind. Das heißt, wir brauchen ein geistliches Verständnis, eine geistliche Wahrnehmung, damit wir sehen, jetzt ist Gott unterwegs. Jetzt ist Gott in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Durcheinander, ist Gott dabei, Menschen zu erfüllen mit seinem Geist, Menschen zusammenzubinden, dass durch diese Gemeinde sichtbar wird, Gott lebt, Gott ist ein Gott der Liebe, der Gnade und Barmherzigkeit. Und deshalb haben wir uns als Pastoren beschlossen, wir möchten über Gottes Geschichte in Ephesus erzählen, den Epheserbrief reinleuchten lassen, nicht mit der Idee, das müssen wir jetzt 1:1 so hier anwenden, aber mit der Idee, bei Paulus sehen wir Prinzipien und wo hat Paulus die her? Die hat er von Jesus übernommen. Jesus ist ihm begegnet, er hat die erste Generation der Apostel gekannt. Paulus wusste, das sind Prinzipien, die gelten für immer. Die pflanzen sich rein in Ephesus und da wird in Ephesus eine Expansion passieren, die ist fantastisch. Das ist die Idee. Wir als Kreuzpunkt haben als Gemeindeleitung gesagt, für die nächsten Jahre schreiben wir auf unsere Fahne, warum existiert Kreuzpunkt? Wir haben die Broschüre, die mit Gottes Herrlichkeit hinausgetragen wird.
die Frage, wie passiert es? Und das Wie ist jetzt das Thema, das wir für die nächsten paar Jahre wirklich auf unserer Agenda haben. Das passiert, indem wir Jesus nachfolgen, sprich als Jünger leben und Jünger machen. Das ist die Idee. Und in Ephesus ist es so gut sichtbar, wie Menschen zu Jünger wurden, wie sie als Jünger gelebt haben. Und man weiß ja nicht, wie viele Leute am Schluss dabei waren oder am Ende vom 1. Jahrhundert. Die Zahlen, die ich gehört habe, waren ungefähr 30.000, 40.000. Das heißt, die Gemeinde ist ganz ordentlich gewachsen. Und wenn man dann liest noch in der Apostelgeschichte, ganz Kleinasien, also ein Umkreis von Ephesus, ein paar hundert Kilometer, hat das Evangelium gehört. Gemeinden wurden gegründet. Und wenn wir das hören und uns überlegen, wollen wir als Kreuzpunkt effektiv sein? Wollen wir, dass wir als Kreuzpunkt in der Geschichte gefunden werden, als eine Gemeinde, durch die andere Gemeinden gegründet wurden? Als eine Gemeinde, durch die viele Menschen gerettet wurden? Wenn wir das nicht wollen, okay, können wir jetzt abschalten. Dann stört euch die Predigt jetzt nur, die kommt. Ne? Ehrlich, ne? Aber wenn wir sagen, ja, wir wollen für mehr leben als nur für uns selber. Wir wollen für mehr leben, als einen netten Sonntagsgottesdienst zu haben. Wir wollen dafür leben, dass Jesus bekannt gemacht wird. Und wir wollen dafür leben, dass das, was Gott vor Grundlegung der Welt mit Vater, mit dem Heiligen Geist besprochen hat, nämlich dass Gottes Weisheit, Liebe, Gnade durch die Gemeinde bekannt gemacht wird, dann müssen wir uns überlegen, wie ist das in der Geschichte passiert? Welche Prinzipien sind da? Und wir als Kreuzpunkt, als Gemeindeleitung haben gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, die im Gottes Geschichtsbuch gefunden wird, als eine Gemeinde mit Einfluss, Impact. Und die Tatsache, dass hier Hunderte von Leuten sind, die hier dazugehören, das zeigt, hier sind Leute, die das über Jahrzehnte in ihrem Herzen getragen haben. Hier sind Leute, die bei der Gründungsphase und in den 50er Jahren, in vielen Phasen, das im Herzen festgehalten haben. Und wir, 2021, wir wollen das neu auffrischen lassen. Wir erfinden das Rad nicht neu. Wir haben keine neue Vision. Wir sagen nur, wir wollen neu mal reingucken in dieses Buch, wo Gott sein Herz offenbart hat und dann gucken, wie können wir uns davon inspirieren lassen, was ist heute relevant, was ist heute nicht relevant und das, was relevant ist, mit ganzem Herzen tun. Okay, das war das Herz Gottes als Grundlage mal und jetzt kommen wir zu Ephesus, was ist da passiert. Ende der zweiten Missionsreise, wahrscheinlich 51 so ungefähr. Paulus ist auf dem Heimweg. Er war lange unterwegs. Ich gehe zurück nach Antiochien. Ach, übrigens, ich gehe noch in Ephesus vorbei. Hat die Leute in Ephesus besucht und hat dann in Ephesus ein Power-Ehepaar gefunden. Die hießen Aquila und Priscilla. Die tauchen als Ehepaar hier öfters mal auf in der Apostelgeschichte. Und die haben dort schon den Boden gut vorbereitet gehabt. Und da war so ein Agreement da, Paulus kommt doch wieder. Auch die Leute, die interessierten Juden, Paulus, bleib doch länger. Nee, ich habe keine Zeit, aber ich komme wieder, dass ich richtig hier bin. Dann kam mittlerweile noch ein Apollos. Und dieser Apollos, der war brennend im Geist, hat aber nicht ganz kapiert, was Taufe heißt. Und dann haben Aquila und Priscilla ihn zur Seite genommen. Hey, Apollos, deine Predigt ist ganz gut, aber wir taufen die Leute nicht in der Taufe des Johannes. Wir taufen sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das hat Paulus vorgefunden. Und was dann konkret lief, lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 19, die ersten 7 Verse. Mittlerweile war Apollos wieder abgereist. Während Apollos sich nun in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und er fragte sie, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er, auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft. Das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, des Herrn, taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren im Ganzen ungefähr 12 Männer. 12 Männer haben gereicht, dass nachher 30.000 Gläubige da waren, ein paar Jahrzehnte später.
12 Leute. Ich finde es interessant, diesen Passus mal anzugucken. Und jetzt mal, bitte leg mal alle Brillen weg. Ne? Egal welche theologische Färbung du hast. Lass uns mal den Text angucken, was hier steht. Es geht um das solide Fundament. Paulus trifft 12 Leute, die sagen, wir sind Jünger. Okay, mal testen, was die DNA in euch ist. Mal testen, ob in eurem persönlichen Leben ein Fundament gelegt ist, auf das ich weiterbauen kann. Ich werde die nächsten paar Jahre hier sein und ich brauche Leute, wo das Fundament da ist. Okay, Check 1. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Gute Frage. Wenn Paulus heute hereinkommen würde und euch fragen würde, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was würdet ihr antworten? Das ist eine interessante Frage, weil der gleiche Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Christus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Okay? Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin ein Jünger, ich glaube an Jesus, ich bin gerettet, ist der Heilige Geist in ihm. Gar keine Frage, das diskutieren wir nicht. Warum stellt Paulus dann trotzdem die Frage? Ich denke, Paulus hat sich von den ersten Jüngern erklären lassen, dass an diesem Tag auf dem Ölberg, wo Jesus zum Vater zurück ist, hat Jesus gesagt, Leute, bleibt hier. Diese ganze Aktion geht weiter, aber geht nicht ohne Dynamis, geht nicht ohne Kraft vom Himmel. Ich gehe wieder, Parakletus, Gott, Parakletus kommt und gibt euch Dynamis und durch die Dynamis werdet ihr Zeugen sein, werdet ihr sagen können, ich bin gerettet. Ich bin frei von Schuld und Sünde, ich bin frei von meinen Bindungen, ich bin frei von meinen Altlast, ich bin frei. Und jetzt ich bin nicht frei von mich selber, ich bin frei, damit ich jetzt mit Jesus wirklich gehorsam leben kann. Das hat Paulus gewusst. Und deshalb hat der erste Check, den er gemacht hat, das war nicht meine Idee, Leute. Lasst uns einfach mal das Wort Gottes als Spiegel nehmen. Der erste Test, habt den Heiligen Geist empfangen. Und dann interessanterweise nach der Taufe legte er ihnen die Hände auf. Und was ist passiert? Der Heilige Geist kam auf sie herab. Ja, Moment mal. Haben die nicht gesagt, wir glauben an Jesus? War der Heilige Geist nicht schon in ihnen, damit sie das bezeugen konnten? Ich überlasse es euch, das noch mehr zu studieren im Wort Gottes. Ich nehme nur mal diesen Sachverhalt, der hier beschrieben ist. Wir sind gläubig und Paulus betet und der Heilige Geist kommt herab und sie redet in Zungen und Weissagten. Mir geht es nicht darum, dass wir uns alle in Zungen reden, Leute. Versteht mir, ne? Darum geht es nicht. Mir geht es jetzt einfach beim Test des Fundamentes, haben wir eine Beziehung zum Heiligen Geist. Das ist für mich das Entscheidende. Ich habe viele Leute kennengelernt in meinem Leben, die haben gesagt, wir beten in Sprachen, wir beten in Zungen. Und ich gedacht habe, die Glaubwürdigkeit ihres Lebensstils beeindruckt mich nicht. Okay, aber ich darf da nicht den Kurzschluss machen, weil ich Leute kenne, die sagen, wir beten in Zungen und machen dann Dinge, wo ich denke, hat das Jesus so gesagt? Das darf für mich kein Argument sein und sagen, die Gabe gibt es nicht mehr. Auf der anderen Seite habe ich Leute kennengelernt, auch hier in der Gemeinde, die sagen, ich bete nicht in Zungen, aber eine Glaubwürdigkeit, ein Dienerherz und eine tiefgängige Beziehung mit Gott, das ist sehr, sehr wertvoll. Deshalb glaube ich, dass man dieses Ding, Leute, lasst uns dieses Ding nicht zur Polarisierung machen, sondern lasst uns wirklich auf die Essenz zuschauen und die Essenz ist wirklich die Beziehung zum Heiligen Geist. Und dass der Heilige Geist uns Kraft gibt und Mut gibt, Zeuge zu sein, dass der Heilige Geist uns hilft, uns an Jesus zu freuen. All diese Dinge sind Frucht und Gaben des Geistes. Okay? Können wir das so weit lassen? Bitte nicht polarisieren, aber auch nicht falsche Kurzschlüsse, weil wir hier oder dort Negatives gesehen haben, das Kind in den Bad ausschmeißen, sondern sagen, wir haben das so wunderbar gesungen vorhin, ja? Danke, Worship-Team. Wir haben es in diesem Lied so zum Ausdruck gebracht. Ich will mehr von dir und alles. Ne? Damit sagen wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und im Tempel gibt es immer noch mehr Platz für seine Gegenwart in uns. Zweiter Test. Paulus hat geguckt, seid ihr eigentlich getauft? Ja, mit der Taufe des Johannes. Okay, Leute, es geht darum, wenn du an Jesus glaubst, ich sage jetzt mal was ganz Provozierendes, bist du kein Christ. Was haben wir aus dieser Formulierung Christ gemacht? Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der
der glaubt das Richtige. Wir haben ein griechisches System. Ein Christ glaubt richtig, er hat die richtige Dogmatik und er benimmt sich mit einer guten Ethik. Das alles ist nicht falsch. Aber wenn wir darum gucken, was Jesus gesagt hat, er hat nicht gesagt, sagt den Leuten, kommt sonntags in die Kirche, sondern er hat gesagt, folgt mir nach, folgt mir nach. Ach übrigens, willst du mir wirklich nachfolgen? Dann nimm dein Kreuz auf dich. Und das Kreuz ist nicht ein schweres Paket von Last und Sorgen, sondern das Kreuz ist das Todesurteil. Das heißt, es gibt nur eine Art von Nachfolger von Jesus. Es gibt keine zwei. Also ob wir das Jünger nennen oder Nachfolger, Leute, da streite ich mich nicht drum. Aber es gibt nur eine Kategorie von Menschen, die mit Jesus leben. Das sind die, die ihm nachfolgen. Das hat Jesus, dieses Paradigma hat Jesus modelliert. Komm, folge mir nach, komm, folge mir nach. Wo gehen wir alle hin? Wir gehen alle zum Vater im Himmel. Dort werde ich Wohnungen vorbereiten. Dort ist fantastisch. Komm mit. Aber damit du mitkommen kannst, nimm dein Kreuz. Wer mir nachfolgen will, nimmt gelegentlich das Kreuz auf sich. Lukas nimmt täglich das Kreuz auf. Und das ist Evangelium, Leute. Ne? Das ist die gute Nachricht, dass er uns Kraft gibt, nicht mehr für uns selber leben zu müssen, nicht mehr von Schuld belastet zu sein, nicht mehr von unserem Ego dominiert zu werden oder von sonstigen Dingen, sondern nimm dein Kreuz, seid ihr selber gestorben, damit du frei bist, für ihn zu leben. Wow, das ist Evangelium. Und ich glaube, wir haben das oft reduziert und haben daraus gemacht, werdet Christen, kommt in den Gottesdienst und besucht ein Programm oder sonst was. Na, leider finde ich das nicht hier in diesem dicken Buch. In diesem dicken Buch gibt es ein Evangelium. Ich habe für all eure Schuld bezahlt. Ich habe den Teufel entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Ich habe den Fluch gebrochen, der Vorhang ist zerrissen, der Weg zum Vater ist offen. Komm mit mir! Und dort könnt ihr die Ewigkeit verbringen, in einer neuen Welt, wo es kein Leid, Geschrei, Tränen, Streiterei, sonst was gibt. Komm mit. Übrigens, ich habe den Preis bezahlt. Ich habe mein Kreuz getragen, sagt Jesus. Ich habe die Schuld von allen bezahlt. Komm mit. Der Weg, nimm dein Kreuz. Das heißt, nimm mich wichtiger als dich selber. Nimm meine Worte, meine Anweisungen wichtiger als dich selber. Leute, das ist Evangelium. Das ist der Weg zur Freiheit, der Weg zur Rettung. Und das ist der Weg, wie Gott durch uns, durch seine Gemeinde, seine Weisheit, Gnade, Kraft, den Mächten und Gewalten in der sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigen will. Welcome in the club. Herzlich willkommen auf dieser Reise. Das ist super. Das ist keine leichte Reise, Leute. Diese Verheißung haben wir nicht. Es ist einfach zu verstehen, aber es ist nicht leicht. Wenn wir an die Christen in Afghanistan denken, und wir müssen nicht mal bis Afghanistan. Wenn wir nur daran denken, was jetzt in Mitteleuropa in der nächsten Zeit, wenn du zu gewissen Themen öffentlich Stellung nimmst, hast du Schwierigkeiten. Ne? Thema Gender oder sonst was. Ne? Andere Themen. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo es auch hier mehr und mehr schwierig wird, in der klaren Nachfolge zu leben, ohne dass man dadurch Nachteile hat. Aber wir haben keine Angst davor und wir sind Realisten. Und Realisten glauben, dass Jesus seine Gemeinde baut und dass er nicht gestoppt werden kann, weil er das gesagt hat und weil er das geplant hat. Himmlischer Beschluss, Punkt. Das ist Realismus. Aber der Realismus beinhaltet auch, es ist kein Spaziergang, es kostet uns unser Leben, unser Kreuz, aber dann haben wir die Ressourcen des Himmels, wir haben die Kraft des Himmels, wir haben Dynamit zur Verfügung, die uns hilft, in unseren Tests zu bestehen. Und übrigens noch eine Verheißung, kein Test wird größer sein als das, was wir mit der Dynamit des Himmels tragen können. Keine Angst, Leute. Er gibt uns für jede Situation, die uns herausfordert, gibt er uns Dynamit, gibt er uns Weisheit, gibt er uns seinen Schutz, seine Geborgenheit, er gibt uns das, was wir brauchen. So viel zum Fundament, der erste Test. Paulus schreibt dann weiter über die Wichtigkeit des Fundaments. Das ist die nächste Folie. Könnt ihr hier sehen, ne? Die Wichtigkeit des Fundaments. Und da haben wir diesen Text aus Epheser Kapitel 2. Wir sind auf das Fundament der Apostel und der Propheten erbaut. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und der Propheten erbaut ist. Mit Christus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Also hier sagt Paulus, jetzt sage ich euch nochmal mit anderen Worten, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde ist, man kann es vergleichen mit einem Haus, mit einer Wohnung.
Okay, wir zusammen sind ein Haus mit lebendigen Steinen. Und bevor wir nach außen was tun können, sagt Paulus, dieses Haus wird gefüllt werden als Wohnung, in der Gott mit seinem Geist lebt. Wieder kommt er zurück zum Thema Heiliger Geist. Das ist nicht meine Theologie, sorry Leute, das hat der Paulus halt geschrieben. Das heißt, warum machen wir hier Zeiten der Anbetung? Weil wir bewusst Gott im Geist in der Anbetung anbeten wollen, um seinem Geist Raum zu geben, damit er uns Kraft, Frische, Wegweisung geben kann, sein Wort erleuchten kann, damit wir seinen Willen tun können. Und was hier noch wichtig ist, das Fundament ist gebaut durch Apostel und Propheten. Das Thema wäre mal ein Thema für eine ganze Woche, um das in 2 Sätzen zusammenzufassen. Eine Gemeinde braucht ein Fundament, die über das drüber schaut, was wir heute und morgen tun wollen. Die Gemeinde braucht das Fundament der Apostel und Propheten, was hat Gott über Jahrtausende beschlossen und was wird er auch in der Zukunft tun. Und in dieser Bewegung, in dieser Dynamik leben wir. Das ist die Wichtigkeit des Fundamentes. Und jetzt kommen wir zur Anwendung. Unsere Identität in dieser Gemeinde. Wir können die nächste Folie holen. Ne? Ich lese mal kurz diesen Text aus Epheser 2. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts aus Gnade, dass ihr gerettet seid. Ist jemand von hier, der gerettet ist? Es sind ein paar, ne? Wodurch wurdet ihr gerettet? Weil ihr euch entschieden habt? Ihr wurdet gerettet, weil Gottes Erbarmen so groß ist. Und er hat euch erwählt, er hat euch zu sich gezogen. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, so aufgrund eures Glaubens. Glaube ist unsere Kooperation mit Gott. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, es ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht einmal auf menschliche Leistungen, sagen wir irgendwann mal geistlich fromm, sonst was genug. Nein, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen, in den Werken zu leben, die er vorbereitet hat. Und das ist jetzt für uns die Relevanz von Ephesus. Die Steine sind alt, war vor 2000 Jahren. Wir sind eingetaucht und haben verstanden, dort gab es eine Jüngerschaftskultur, eine Jüngerschaftsschmiede, eine Jüngerschaftsgemeinde. Und diese Jüngerschaftsgemeinde hat unheimlich starke Auswirkungen gehabt. Der Kern der Jüngerschaftsgemeinde war, dass Paulus diese Überzeugung gehabt hat, Gott handelt. Jetzt zeigt Gott seine Güte und Größe. Und wir kooperieren. Wir sind gerettet und als Gerettete haben wir eine neue Identität. Und diese neue Identität ist mit Christus. Wer von euch glaubt, dass Christus auferweckt wurde? Okay. Und die Bibel sagt, du bist mit Christus auferweckt. Du bist mit Christus lebendig gemacht. Das heißt, was historisch vor 2000 Jahren geschehen ist, ist heute die Energie deines Lebens. Fühlst du das jeden Tag? Ich fühle es nicht jeden Tag. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das immer wieder so klar vor Augen haben. Wir sind eine neue Identität. Wir sind eine neue Kreatur. Christus ist auferweckt. Wir können uns das vorstellen, das Grab ist leer. Er hat ewiges Leben, göttliches Leben. Und dieses Leben ist heute und jetzt in uns. Und jetzt kommt es zur Relevanz Ephesus, Kreuzpunkt. Auswirkungen.
in unserem täglichen Leben, in unserer Familie, in unseren Ehen, in unserer Kindererziehung. Paulus sagt, Gott gibt euch Kraft vom Himmel, haltet euch diese Dinge vom Augen. Ihr seid an einen himmlischen, er hat euch einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Leute, kann man sich das heute noch vorstellen? Wir sitzen auf Stühle und wir vertrauen diesen Stühlen. Aber er hat gesagt, in Gottes Augen, wer von euch glaubt, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist? Und jetzt fordere ich euer Denken heraus. Das ist nicht meine Idee. Ich versuche nur zu präsentieren, was Paulus gesagt hat. Jesus ist auferfahren und mit ihm zusammen seid ihr in der himmlischen himmlische Order versetzt, hat er euch einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Jetzt wird's krass. Wir wollen nüchtern sein, mit beiden Füßen auf dem Boden leben, richtig. Aber ehrlich, echter Realismus beinhaltet das Verständnis, dass vor 2000 Jahren Jesus aus dem Grab ist, dass er ein neues Leben bekommen hat und dass er zum Vater zurückgekommen ist. Das glauben wir. Und die Bibel sagt, zusammen mit diesem historischen Ereignis, was im Leben von Jesus passiert ist, was Realität ist, das Gleiche ist in uns passiert. Wie kann es aussehen, dass wir in himmlische Order versetzt sind? Dass wir fromm abgehoben sind, den ganzen Tag einen Lobpreis machen? Ich glaube, in himmlische Order versetzt zu sein, heißt, ich beurteile mein Leben mit dem Bemühen, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Meine Fehler kennt er, das ist nicht mein Hauptthema, auch nicht sein Hauptthema, sondern zu sehen, wie Gott mich sieht. Gott sagt, ich habe einen Rettungsplan für deine Nachbarschaft, ich habe einen Rettungsplan für deine Familie. Das ist Gottes Sicht. Und mit himmlischen Order versetzt zu sein, heißt, mehr mit Gottes Sicht und Pläne von dieser Zeit für mein Leben beschäftigt zu sein, als über mein Versagen, als über das Versagen meiner Mitmenschen, als über die Mängel meiner Mitmenschen. In himmlische Order versetzt zu sein, heißt, ich glaube an einen Gott, der Pläne geschaffen hat vor Grundlegung der Welt und der auch imstande sein wird, diese Pläne umzusetzen. In himmlische Order versetzt zu sein, heißt auch, wir haben Ressourcen. Müsste manchmal Menschen vergeben? Ich musste schon mal vor 10 Jahren. Vergeben ist eine Herausforderung, die immer wieder neu auf uns zukommt. Vergebung in der Ehe, Vergebung mit Nachbarn, Vergeben in der Gemeinde sogar, habe ich mal gelesen. Okay. Fällt es euch immer leicht, euch gegenseitig zu vergeben? Das ist nicht leicht. Aber auch hier ist es so wichtig, Realisten zu sein. Und Realisten wissen, ich bin mit Christus versetzt in himmlische Order. Das heißt, ich habe Zugang zu Ressourcen, ich habe Zugang zur Gnade Gottes, wenn meine Gefühle verletzt sind, aber ich habe Zugang zu Gefühlen, zu Ressourcen, dass ich vergeben kann, dass ich segnen kann. Wenn Leute negativ über mich reden, ich kann sie segnen. Wenn Leute sich zurückziehen, ich kann Brücken bauen. Warum? Ich bin lebendig gemacht, das heißt, ich habe Lebensenergie in mir, die vom Himmel kommt. Ich bin versetzt. Und das ist das, wo die Gemeinde plötzlich eine andere Kommunität wird. Das ist das, was als Ergebnis dann eine Stadt, die sichtbar ist. Licht auf dem Berg, die leuchtet. Wo die Leute, wenn es immer unruhiger sein wird, was sie kommen und sagen, was ist anders bei euch? Und dann können wir sagen, wir sind keine besseren Menschen. Aber wir glauben an den, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat ein Werk der Restaurierung in uns getan, der gibt uns Kraft für unsere Beziehungen, der gibt uns Kraft für unsere Lebensperspektive. Und mein Leben ist nicht mehr für mich selber, sondern ich lebe für den, der mich erkauft hat. Ich lebe für den, der in mich lebt. Ich bin auferweckt. Ich sehe, in mir ist eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, wo ich hinkomme, wenn ich hier nicht mehr sein werde. Und ich bin mit ihm versetzt. Das heißt, ich schaue die aktuelle Situation mit Corona und Finanzen und was sonst alles gerade bedrückend wirken kann. Afghanistan, die nächste Flüchtlingsmigrationsbewegung. Ich schaue das mit einer Position an, was denkt Gott darüber? Sein Herz will Erbarmen schenken. Sein Herz will Ressourcen geben, dass wir Brücken bauen, dass wir Versöhnung bringen. Und das ist der Lebensodem einer Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes in die Region reintragen kann. Letzte Folie jetzt. Was haben wir zu tun?
Ich möchte euch einfach mitgeben für diese Tage. Prüft euer Fundament. Wie sieht eure Beziehung zum Heiligen Geist aus? Und macht es nicht dogmatisch. Bin ich charismatisch, bin ich nicht charismatisch? Leute, das ist nicht das Thema. Sondern macht es einfach, redet mit ihm. Ne? Paulus schreibt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll mit euch sein. Lest seine Gebete im Epheserbrief. Beschäftigt euch mit dem Thema. Und dann Taufe, Fundament prüfen. Seid ihr sicher, dass ihr bewusst zu Jesus gesagt habt, ich will dir nachfolgen. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Ich bin bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen, weil du dein Kreuz getragen hast. Das ist die Taufe. Römer 6, wir sind getauft in den Tod von Christus. Wir sind nicht getauft, damit wir eingetragen werden in eine Liste, sondern wir sind getauft, dass wir für ihn leben. Dann, was haben wir noch zu tun? Mit der neuen Identität leben, was wir eben gehört haben. Und Frage, mit was füttere ich mich? Und ich will uns alle ermutigen, mich auch. Füttert euch mit Wahrheit, füttert euch mit den relevanten Dingen, füttert euch mit Realität. Die Realität ist das, was Gott sagt und was Gott tun wird. Denkt nach über diese Identität und sagt es mit eurem Munde. Ich bin mit Christus auferweckt. Wenn du morgen in den Spiegel guckst und dich jemand so anguckt im Halbschlaf, ich bin mit Christus auferweckt. Ich bin mit ihm lebendig gemacht. Und weil du denkst, oh, wie komme ich heute durch den Tag? Ich bin mit Christus versetzt in himmlische Erde. Er gibt mir Kraft für alle Herausforderungen. Ja? Übt diese Dinge mehr und mehr ein. Das ist Realismus, das ist Realität. Und damit verbunden, für wen lebe ich? Letztendlich, wir leben für den, der uns erkauft hat, der mit uns ist und der für uns ist. Und der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Der sagt, ich beschütze euch, ich führe euch, ich gebe euch ein Leben, mit dem ich euch mitnehme in die Ewigkeit, wofür wir eigentlich leben. Diese paar Jahre auf diesem Planeten, die sind schön, lass uns das Beste draus machen, aber das Eigentliche fängt an, wenn Jesus wiederkommt und wir einen neuen Himmel, eine neue Erde erleben und dort das Lamm anbeten und feiern. Lasst uns beten, dass Gott uns hilft, Gott uns Gnade gibt, auf diesem Weg der Nachfolge Schritt für Schritt weiterzugehen. Dass du uns vorausgegangen bist. Du forderst nie etwas von uns, was du nicht selber gelebt hast und uns schon gegeben hast. Danke für dein Vorausgehen. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass der Weg offen ist. Und danke, dass wir eine Bestimmung haben als Einzelne und als Kreuzpunkt Gemeinde. Und ich bete heute an diesem Tag, dass du uns mehr und mehr die Augen öffnest, dass wir immer mehr erkennen, was die göttliche Bestimmung auf unserem persönlichen Leben ist und was die göttliche Bestimmung auf uns als Kreuzpunkt ist. Wir danken dir, dass du im Reichtum deiner Gnade beschlossen hast, uns herauszureißen aus dem Machtbereich der Finsternis und uns zu versetzen in himmlische Erde mit Jesus. Danke, dass du ein neues Leben in uns reingelegt hast. Und dass du bei uns bist alle Tage. Und ich bete, dass du uns Schritt für Schritt hilfst, diese Wahrheit immer mehr zu erkennen und auszuleben, sodass dein Name in dieser Region, in diesem Land immer mehr bekannt gemacht wird. In Jesu Namen. Amen. Und Gott und seine Liebe proklamieren. Und dann wünsche ich euch alle einen guten Sonntag. Darf ich noch kurz euch Segen aussprechen? Dürft ihr aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus, danke für den Preis, den du für uns gezahlt hast. Danke, dass wir deine Kinder sehen, aber nicht nur das, sondern mit dir im himmlischen Reich sitzen, regieren mit Autorität. In dieser Woche bitte ich, dass du uns und jeder, der da ist, mit deiner Autorität, Kraft und Heiligen Geist erfüllst. Damit überall wir gehen oder wir sind, sag daheim, sag in der Schule, sag beim Arbeiten, sag auf der Straße, sag beim Einkauf, darf man dich nachfolgen und unser Leben da Frucht bringen. Danke, dass du in uns, durch uns wirkst und mit uns bist in dieser Woche. Somit sind wir gesegnet in Jesus' Namen.